Es geht evident, wenn in der Datei durchguckt, wie die verschiedenen Gesetze, die in Lützeburg aufgestimmt sind, sich an die europäische Raum ranfügen. Sowohl die, die direkt den Arbeitsmarkt betreffen, wie auch die am Bereich von der Ausbildung. Wir fanden hier Gesetze Emploi Jeune, wir fanden die Reform von der Berufsausbildung, und wir fanden auch die Abfeierung vom kompetenzorientierten Unterricht an unseren Schulen. Natürlich gehen am europäischen bürokratischen Jargon des Maßnahmen positiv dargestellt, geht jetzt von der Bekämpfung von der Arbeitslosigkeit, von der Modernisierung von den Sozialversicherungssystemen oder von der Verbesserung von der beruflichen Ausbildung. In Wirklichkeit ist damit verbunden Aufbau vom Arbeitsrecht und von den Sozialversicherungen, die verstärkten Abfluss vom Patronat auf die berufliche Ausbildung und die Erwerfung von den schulischen Inhalten und von der Bewertung an der Schule ändert eine Logik, so wie sie am Betrieb ist. Flexibilisierung von der Arbeitszeit, Aufsicherung von der Finanzierung von der Renten oder die sogenannten Employability, das heißt, wie ein Mensch zu gebrauchen ist, wie ein Mensch zu benutzen ist auf der Arbeit, ging quasi als zynisch Lehrfeder benutzt, für eine Realität zu beschreiben, wo die europäische und auch die Nationalpolitik immer mehr an den Dienst von dem freien Markt, an von dem mehr Stärken, nämlich dem den Kapitalhut gestaltet kauft. Als Gesellschaftsordnung heißt es nicht im Kapitalismus. Diejenigen, die Kapital haben, bestimmen. Und wer die Gesetzlosigkeit so hält, das ist ein Aufbau von der Regelung, wird sie mehr stark gehen. Das ist evident, dass Deregulierung, Privatisierung, Aufbau von Staatsfinanzen, an die Lissabon-Strategie, die da zusammenfällt, die lohnabhängig immer mehr geschwächt tun, an Patronat mehr stark gemacht tun. An den Thesen zu der Arbeit, die wir heute diskutieren, steht für drunter das Zitat von Jean Jaurès, das ein anderer auch schon zitiert hat, wo es darum geht, dass ein Mensch nicht so können als ein Mittel benutzt gehen, für Profit zu machen, wo er selber kann bestimmen, auch über sein Leben. Aber am Rum vom Neoliberalismus auch von seinen Szenarien, unter anderem die Lissabon-Strategie an Europa und an unserem Land geschieht, geht ganz genau an die entgegengesetzte Richtung. Wesentliche Elemente davon sind Aufbau von einer totalen Erwerbsfähigkeit zwischen den Leuten, zwischen den Ländern, Zerstörung von den Solidarmechanismen, jeder ist seines Glückes Schmied, auch vom Sozialstaat durch die Regelung von den Staatsfinanzen, eine Erwerfung unter die undurchsichtigen Kräfte vom Markt, jeder, auch der Staat muss sich aufpassen, Deregulierung von den öffentlichen Diensten. Zu der Deregulierung von öffentlichen Diensten schreibt Eric Le Boucher, und hat sein Namen nicht gestohlen, Journalist bei der französischen Wirtschaftszeitung Les Échos, das heißt, c'est la vertu de la concurrence dans le rein des syndicats. Womit auch klar ist, wie die Liberalen zu den Gewerkschaften stehen. Geht besonders auch darum, der Stolz von der Arbeiterschaft, der Respekt für der Arbeit, die gelegt ist, den Interesse vom Kapital unterzuordnen. An den Respekt für die gelegte Arbeit, schon wie vorhin schon gesagt, als es an den letzten Moment vom Patronat von Villeroy et Boch vorgefordert ging. Die Liberalpolitik am Allgemeinen, Lissabon-Strategie am Besonderen, und aber das nicht bräuchte, was die Leute versprochen ging. Und die Autoren von der Etude, die schreiben, toutefois en 2005, après des résultats décevants depuis 2000, la stratégie de Lisbonne a été soumise à une révision à mi-parcours. Ging insbesondere nur 2005 darum, alle Akteuren an Verantwortung zu holen, auch Gewerkschaften, für die Arbeitslosigkeit an den Armut, den immer mehr groß geht, zu bekämpfen. Die gehen nämlich ab,
als Resultat von der neoliberaler Politik. Zu Lützeburg sind zwar entgegen von anderen europäischen Ländern weiterhin hohe Wachstumsraten zu verzeichnen gewesen, weil am Rum von der Deregulierung an der Kosten von der Staatsfinanzen von den Ländern unter immer der Finanzsektor sich bei uns massiv entwickelt wird. Und das wird dann in den nächsten Jahren nur der Finanzkrise an seine Konsequenzen nicht mehr der Fall sein. Da könnte auch zu Lützeburg die Situation von 2, 3, 4% Wachstumsrate. Die Finanzkrise, vierläufigen Höchstpunkt von der Deregulierungsstrategie, hat viele Kontradiktionen abbrechen gelassen, auch bei uns. Sie hat einerseits gewiesen, wie viel Geld eigentlich zur Verfügung steht, wenn es das Angemerken geht. Allerdings hat sie Staaten noch ganz stark verschuldet, und für ein immenses Problem gestaltet, an der Zukunft auch noch minimal soziale Errungenschaften aufrechtzuerhalten. An die Unruhen, die in der nächsten Zeit werden dabei zukommen, an Begriff zu halten. Weil das deckt an könnt. Das deckt an der Tisch Massenarbeitslosigkeit. Und damit auch der Verlust von der Legitimation von dem Gesellschafts- und dem Wirtschaftssystem, an der das wir leben, dem wir unterworfen sind. Die gesellschaftliche Reaktion an unserem Land, ob das was könnt, als schwer vorauszusehen. 3 Jahrzehnte Neoliberalismus sind aber hier Spuren los. Und wenn ich vom Adorno, den Adorno zitieren, die von dem autoritären Charakter vom Individuum schwätzt, den in einer Gesellschaft lebt, wo sich nicht kann entfallen, wo alles über sich ergehen muss losen, dann kann einem Angst gehen, auf welche Richtung das wir gehen an der Zukunft. Besonders in einem Land als Lützeburg, wo wir ganz viel Ausländer haben, Fremdenhass, Rechtsextremismus aus dem Moment absolut nicht mehr unmöglich, an einem großen Stil. Der gewerkschaftliche Organisierungsgrad bei uns, den ist hoch. Mit Gewerkschaften sind noch Jahre vom Aufbau geschwächt. Sie haben nicht im falschen Kompromiss zugestimmt. Und sie stehen für ein grundsätzliches Problem von der Mobilisierung von ihren Membern, die wenig Selbstvertrauen haben. Das hat sich auch am letzten OGBL-Kongress gewesen, wo zu Motionen zu dem Resolutionsvertrag vorgestellt sie gehen, die eng für den 60-60-Text, die nach den 5611 ob qualifiziert Leute ausweit, für den das aufzuweisen, und auch für aufzuweisen Platzierung von den Rentereserven internationale Kapitalmärkte. Die zwei Motionen sind mit ekrasanter Majorität aufgelehnt. Die Jugendlichen sind zum größten Teil politisch wenig motiviert, wenig interessiert. Ich schwätze nicht von denen, die hier vorne sitzen, und engagiert. Ganz viel leben in einer Scheinwelt von Computerspielen, von Freizeitglamour. Ich habe keine Zeit mehr für ein Experiment, das ich letzte Woche von einer Kollegin gesagt habe, durchzustellen. Die hat die Schüler gefragt, wie sie sich das Leben an 10 Jahren vorstellen. Da sind ja ganz viele, hauptsächlich Jungen, die fahren mit Porsche durch die Landschaft. Woher an sie schaffen, woher sie eigentlich zu haben, aber woher sie die Macht tun, geht nicht aus dem Mafia. Zu brauchen, das zu wissen, dass die Medische Wissen eine andere Haltung und gelöst haben. Das ist auch nicht verwunderlich, dass die Jugend nicht so reagieren. Sie kriegen das all davon da viel gefordert. Und sie sehen auch, da habt Interesse von ihren erwachsenen Vierbilder. Die Sport, schnell Autoen, Ankaufen gehen, ob verkaufsoffene Sonntag an ein Zentrum stellen, Schengen zu stellen. Vorstellt sich, wer kann eine Partei wie Eis Partei machen, als einzige Kraft am Parlament mit engem Deputierten? Ich meine, dass die Kongress hat, den Eduardo Diaz hat zwar gesagt, den wir ein bisschen über die Knie gebracht ging, aber ganz wichtig ist, wir sind die einzige Partei, die überhaupt dazu Stellung hält.